Hey zusammen! So, es ist Zeit für eine ganz besondere Momentaufnahme hier in der Geschichte von Storyflow. Ja, und zwar dürfen wir hier mal einen Blick hinter mich werfen. Hier sehen wir gerade die Überreste von unserer Nachmittagssession von der Storyflow Academy. Wir haben heute Tag 2, also der zweite Workshop-Tag mit den ersten Teilnehmern von unserer neuen Academy, die wir am Aufbauen sind. Das mal mit 3 Content Creators, die sich auf die Reise begeben, auf die gleiche Reise, die wir bei Storyflow auch schon durchgemacht haben. Letztes Wochenende am Samstag haben wir schon 3 Personal Brands da gehabt, die genau den gleichen Workshop durchgemacht haben, unser Kick-Off-Workshop. Das Ganze, das ist ein Pilotprojekt, das ich dieses Jahr unbedingt starten wollte. Etwas, was ich wirklich schon jahrelang davon träume und wo wir es jetzt endlich geschafft haben, um hier mal den ersten Schritt zu machen. Und genau auch diesen ersten Schritt, den machen aktuell da unsere Content Creator, die heute dabei sind. Und zwar gibt es bei uns eine Challenge, wo wir sie dazu bringen wollen, eben genau diesen wichtigen ersten Schritt halt zu machen. Da lernen sie ganz viel, was halt auch so ein bisschen im Mindset muss passieren muss, um so die erste Hürde zu nehmen und ins Machen zu kommen. Da haben sicher ganz viele von euch, die vielleicht auch mit so Träumen irgendwie spielen, vielleicht selber irgendetwas auf die Beine stellen, auch Mühe damit, ins Machen zu kommen und wirklich einfach loszulassen und sich nicht einfach nur ganz lange Gedanken zu etwas zu machen und ja, ein Leben lang, blöd gesagt, von etwas zu träumen. Und genau auf das haben wir eigentlich so ein bisschen auch, einerseits den Workshop eigentlich ausgelegt, aber auch so ein bisschen die Grundidee von dieser Academy. Es ist wirklich etwas, das geht schon ganz lange mit mir um. Die Idee, dass ich andere mit an die Hand nehmen kann und ja, halt wirklich so ein bisschen helfen auf dem Weg vom Content Creator, vielleicht mal zur Personal Brand, vielleicht mal zu einem eigenen Unternehmen. Etwas, wo ich mittlerweile kann sagen kann, haben wir glaube ich, geschafft in den über 10 Jahren, wo wir schon als Storyflow jetzt unterwegs sind. Aber natürlich ein Weg, wo recht viel Zeit gebraucht hat, wo recht viele Herausforderungen auf dem Weg gegeben hat, die wir haben meistern mussten. Menge Sackgassen, wo wir irgendwie rein sind, oder Wege, wo wir vielleicht mal falsch abgebogen sind und dann wieder den Weg zurückfinden. Wo ich mir oft auch vielleicht gewünscht hätte, dass es da jemanden gibt, der mich ein bisschen mit an die Hand nimmt und uns so ein bisschen den Weg zeigt. Und genau das Gleiche möchte ich jetzt halt irgendwie anderen bieten. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist genau das, für was das mein Herz brennt. Irgendwie mit anderen kreativ sein, wirklich anderen auch zu helfen, so ein bisschen die eigenen Ziele zu erreichen. Und aus dem heraus ist jetzt wirklich so ein bisschen, sagen wir mal, die ersten Schritte auch in dieser Storyflow Academy entstanden. Die Idee von diesem Projekt ist, dass wir 3 Monate lang eben mit so einer bewusst kleinen Gruppe zusammenarbeiten, recht intensiv zusammenarbeiten, um halt wirklich schauen, wie können wir das Ganze angehen, wie können wir so eine Academy vielleicht dann auch für mehr Leute später aufmachen, die wirklich etwas nützt. Weil die uns schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, es geht bei uns nicht darum, jetzt irgendwie mit dem da den schnellen Batzen zu machen. Wir haben neben dem Ganzen ein Business, das läuft zum Glück sehr gut. Das erlaubt uns eben auch, vielleicht so ein Projekt wie das jetzt anzugehen, wo ich lang vielleicht eher ein bisschen vor mir hinschieben musste, wo ich nicht Kapazität, Ressourcen dazu hatte, um vielleicht da einfach mal etwas zu wagen, wo wir auch schauen müssen, dass wir halt auch über die Runden kommen. Mittlerweile sind wir da an einem Punkt, da geht es uns zum Glück recht gut und ich kann mir halt die Zeit auch rausnehmen, auch gegenüber einem Team, das sich da im Hintergrund immer noch mega gut einfach so ein bisschen ums Daily Business kümmert, damit ich halt so ein bisschen an dieser Vision arbeiten kann. Und aus dem Grund haben wir halt auch gesagt, oder habe ich mir gesagt, wenn ich so etwas aufbaue, dann will ich nicht einfach einer von x Coaches sein, der irgendeinen Seich verkauft, dann soll das etwas sein, das wirklich die Leute weiterbringt. Die Rückmeldungen, die wir bis jetzt darauf erhalten haben, einerseits durch natürlich die Teilnehmer, die dabei sind, aber auch durch die Leute, die wir ein bisschen schon davon erzählt haben und die jetzt auch neu in unserer neuen WhatsApp-Community drin sind, die übrigens für alle offen steht. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Die sind mega positiv, also wirklich ein ganz krasses Feedback, das da zurückgekommen ist. Einfach nur schon für die Community, weil ich richtig merke, das Gefühl hatte, da fehlt einfach etwas, gerade bei uns in der Schweiz, so eine Community von Gleichgesinnten, von Creators, die irgendwie alle für sich in ihrem Kämmerchen so ein bisschen ihr eigenes Zeugs köcheln, dass wir da mehr zusammenkommen, dass wir da wieder mehr irgendwie einander unterstützen. Und ja, genau um da geht es eigentlich bei dieser Geschichte. Einerseits natürlich für uns eine coole Möglichkeit, um vielleicht ein zweites grosses Standbein aufzubauen, aber vor allem auch einfach an dem Traum zu arbeiten, unserer Vision, wo es darum geht, halt
Creators, Personal Brands an die Hand zu nehmen, Leuten dabei zu helfen, vielleicht im Leben wirklich mal so ein bisschen einen anderen Weg können einzuschlagen. Einen Weg, wo man mehr so ein bisschen nach seinen eigenen Regeln leben kann. So wie wir es auch irgendwie geschafft haben, über all die Jahre uns etwas aufzubauen, wo wir jetzt so frei sind und selber können entscheiden, wie nutzen wir die Zeit, die uns da bleibt. Und ja, das ist so ein bisschen die aktuelle Momentaufnahme. Wir sehen es immer noch riesig aus, muss dann sicher dann aufräumen. Es sind da hinten auch immer noch, sieht es gerade niemand, ich glaube da hinten, noch Leute mitten drin in dieser First Step Challenge, die jetzt dann bald werden zurückkommen mit eigentlich ihren ersten Videoaufnahmen von sich selber, wo sie auch so wie ich da mal in eine Kamera reden. Wo ich mega gespannt bin, wie das funktioniert und wo wir nachher dafür sorgen, zusammen in einem kleinen Schnittworkshop, dass wir das ein bisschen büscheln können, dass das nachher auch cool daherkommt. Und ja, werden ihr sicher das ein oder andere Resultat vielleicht dann hier noch einblenden sehen. Ich sicher schauen, dass ich da ein paar Sachen kann irgendwie auch noch verlinken, die Accounts von denen, die mitgemacht haben. Da könnt ihr dort mal reinschauen, wenn euch das Wunder nimmt. Und ja, dann würde ich natürlich auch euch, wenn das irgendwie einen Nerv trifft bei euch, dazu einladen. Kommt unbedingt eben in unsere WhatsApp-Community. Das ist wirklich ganz, ganz schön, was dort entstehen ist. Ganz viele Gleichgesinnte, die auch nur schon untereinander, ohne dass es mich dort direkt immer braucht, irgendwie einander ein bisschen unterstützen. Wo man auch merkt, dass man da eigentlich gar nicht so allein ist, wie man vielleicht immer denkt. Und ja, wo hoffentlich noch ganz viele coole Sachen daraus entstehen. Wir haben grosse Träume, Ideen, was wir da alles aus dem machen können. Sechs irgendwie wirklich auch Eventreihen, wo man vielleicht da, ob sie ist in unserem Space oder auch vielleicht mal so schnell irgendwie etwas unternimmt, ob das irgendwelche Retreats sind, ob es mal eine Workation gibt für Leute, die da wirklich mal über eine längere Zeit intensiver an dem Ganzen arbeiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ideen, die nur darauf warten, dass sie umgesetzt werden. Und ja, hey, an diesem Punkt gilt es eigentlich nichts mehr zu sagen, ausser kommt mit rein in die Community, schaut es euch an, gebt mir unbedingt Feedback, wie das so mit euch so ein bisschen resoniert, ob ich da wirklich den Nerv treffe, wie ich bis jetzt das Gefühl habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, vergesst nicht, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen! Super!